Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und ich habe festgestellt, als ich da ein bisschen recherchiert habe in diesem Internet, da kann man jeden Scheiß behaupten. Also, zumindest kann ich das, weil ich da überlegt habe, was ich euch da erklärt habe, wie ich denke, dass das funktioniert. Also, ich habe nicht gesagt, dass es so ist, ich habe nur gesagt, das ist eher, dass ich vermutet habe, dass es so Gott, ich hab euch ja von vornherein gesagt, dass ich für den Blaster, ja, vor ein paar Wochen noch keine Ahnung hatte. Also, als ich das erste Video dazu gemacht habe. Habe ein bisschen mit rumgespielt, aber dafür muss man nicht keine Ahnung haben, wie es funktioniert. Und ich habe ja da viel dazu gelernt jetzt und ja, wirklich jemand gefunden habe ich da bei diesem YouTube nicht, der da gesagt hat, dass die Zahnräder eine bestimmte Position haben müssen. Aber bei alle, wo ich geguckt habe, die haben das so eingebaut, dass die blanke Seite, also wenn das relativ gespannt ist, dass die blanke Seite nach oben zeigt. Weil das ist dann, wenn das zurückgeschoben wird, dann muss es blank sein, bis es dann einrastet. Und dann wird es nach vorne gedrückt. So habe ich es jetzt gelernt. Und da habe ich noch, also da habe ich ein paar andere Möglichkeiten aufgeschrieben. Also ich habe jetzt auch rausgefunden, wo die schmale Schraube nachgehört. Das ist da, was war es? Da und da und da und da. Also die ganz kleine Schraube. Die kurze Schraube, das habe ich schon richtig rausgefunden, das hat passt. Und das machen wir jetzt so, das können wir tatsächlich so lösen. Das können wir von der Seite einfach die Schraube wegmachen, dann da zusammenschrauben und dann bleibt das auf der Seite dranhängen, dass wir den Laderadatsch jedes Mal auseinanderbauen müssen. Weil wir warten den Blaster ein paar Mal aufmachen, ihr habt dann ein bisschen was vor. Also, da habe ich, das kann sein, dass ich bei der Abdeckung, die da über das Relais gehört, da ist eure Schraube, die muss kürzer sein. Das kann sein, dass ich das falsch gemacht habe und das dann ins Getriebe hineingreift. Das kann ein Fehler sein. Dann da haben wir da so Kunststoffteil, das ist das Federle. Oh, wir schauen uns die andere Seite an. Da sehen wir das nämlich sogar. Da haben wir das Kunststoffteil, das da wo die Feder da, die das Relais zurückschiebt, die das zusammenhält. Und ja, ich glaube, das habe ich falsch rum eingebaut. Aber das dürfte jetzt nicht dramatisch sein. Und Getriebe. Ah ja, das habe ich ja erzählt, dass das Getriebe da die blanke Seite nach oben muss, wenn das drin ist. Und das mit der Tür muss ich kontrollieren. Das wundert mich, warum ich den Blaster nicht schießen kann, wenn der offen ist. Das erklär mir mal, Alter. Die ist ganz praktisch, das sind Riegel, das hier. Oder drückt das dann. Nee, das ist der einzige Schalter, den das hat. Oder ist der Schalter so gut, dass das so viel Kraft braucht, dass das dann nur dann Gott. Das könnte man einfach rausfinden, indem man den mal rauslötet. Oh, die Elektrik da drin ist ein Krampf. Und ja, das sind wirklich, also das habe ich rausgefunden, das sind 3 Schalter, um zu erkennen, ob ein Magazin drin ist. Das ist der Honor, der da, die sieht man von außen. Und da dahinter ist auch nochmal ein Schalter. Also, ich meine, das macht ja noch Sinn, sobald man den Hebel sieht, dass es sofort stoppt. Dass man dann nicht irgendwie das Magazin schon auf halber Höhe hat und das Relais da dann irgendwo dagegen drückt und da was hinmacht. Aber die zwei, der Honor, also das kann man nur erklären, dass man da irgendwie Redundanz braucht, falls dann einer kaputt geht oder also irgendwie so aus irgendwelchen Sicherheitsgründen. Dass das so kritisch ist, dass man dort Hand neigt und dass man da wirklich 2 braucht. Und ich bin im Überlegen, ob ich einen davon einfach entfernen. Aber wobei, ich will fürs Erste eigentlich die Elektriker halten, weil ich es cool finde. Und ich will jetzt das einfach mal wieder
Also mit dem geänderten Getriebe, weil das will ich nicht nochmal zurückbauen. Aber mit dem geänderten Getriebe will ich schauen, dass das jetzt mal Gott. Und dann könnt ihr das auch Jesusmäßig machen. Da bin ich jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass ich die 15. Inkarnation von diesem Jesus bin. Und dann mache ich einfach, es werde ganz. Jetzt könnt ihr da gut geschickter Schnitt und dann könnt ihr da, im Video könnte es halt funktionieren, aber ja, das tut halt immer noch nicht. Ah gut, das tut jetzt nicht. Oh. Ja, also Gott, das ist jetzt leer. Aber die sind mehr rausgefallen wie geflogen. Das hätte ich auf Kamera festhalten sollen. Und meine schöne Bedruckte hat es gemacht. Oh, vielleicht kriegen wir das noch festgehalten. Oh, den hat es rausgeschossen. Ja. Jetzt machen wir das mal auf und gucken wir mal. Und vielleicht sind wir mutig und bauen gleich die starke Feder ein. Aber wir schauen uns das einfach alles nochmal an. Das mache ich aber im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, jetzt haben wir da noch die Schrauben, die sind da noch raus. Und wisst ihr was, die bleiben draußen. Weil, also jedes Mal den Lauf dazu zerlegen ist halt schon. Und da muss auch noch so eine kleine Schrauben rein, aber die habe ich. Ja, die liegt wohl irgendwo in Nirvana und sagt nichts. Jetzt der Honne. Ha, jetzt bin ich verwundert. Das ist doch da auf der blanken Seite. Das ist eigentlich so, wie es gehört. Also das ist... Das ist jetzt... Das ist nicht gespannt. Und das jetzt... Und packen wir die Schrauben auf die Seite. Das wird nämlich, wenn das nach vorne zieht, dann wird es gespannt. Ach, das hat vorher zuerst einrasten. Das soll ich nicht loslassen. Dann wird es gespannt. Und dann löst es wieder aus. Und dann schießt es zurück. So Gott das. Und das nach vorne zieht, das übernimmt der Motor. Und der Captain Xavier heißt oder Xavier oder wie auch immer man das genau ausspricht. Der hat ein echt tolles Video dazu gemacht, wie man das komplett zerlegt und wieder zusammenbaut und was wofür gut ist. Also, wenn ihr euch da im Detail dafür interessiert, wenn ich dran denke, verlinke ich heute das unter. Und da könnt ihr euch das wirklich anschauen. Ich halt auf Englisch, also da. Das löst nicht ganz zuverlässig aus, oder? Weil das mit dem Getriebe, das hält, oder der blanke Teil ist oben gerade. Da muss das muss in die Richtung drehen. Das heißt, ja, also das Teil haben wir falsch rum eingebaut. Das sehe ich schon. Und dann müsste das ist, warum will das nicht schießen im offenen Zustand? Das wäre so viel einfacher. Nein, klar, das sollte nicht schießen, weil das ist schon natürlich eine Gefahr, wenn sich da was bewegt.
Wie öffnet sich denn? Ach, das drückt da seitlich. Wie kommt das? Ach, dahinter bewegt sich das und dann öffnet sich das und dann geht das durch. Da ist halt schon Spalt und alles, aber das sind Dinge. Das sind Dinge, um die können wir uns vielleicht irgendwann mal kümmern, aber erst muss das wieder gehen. So, jetzt müsste es da nicht zu sein. Schalter ist auf Schießen. Dann müsste es das Batterieleitung. Schraubler rausfliegt. Das haben wir auf Seite. Na gut, Batterie und Magazin. Dann sehe ich keinen Grund, warum das nicht gegangen soll. Also, ich sehe schon einen Grund, dass das. Aber ihr wisst jetzt nicht, woran das liegen könnte. Dass das dann nicht Gott. Haben alles verbunden. Batterie sind sauber drinnen. Das ist eingerastet. Und eigentlich müsste es jetzt. Ich verstehe nicht, warum das. Das sagt mir mal einer, warum das jetzt so nicht geht. Aber sobald ich es dann zusammenbaue, geht es wieder. Das haben wir auf der richtigen Position. Das ist voll eingerastet. Das ist ja die andere Seite. Das ist. Ja. Brauchen wir das mal auf beide Seiten. Jetzt müsste es. Oder hat der. Ah. Der da unter. Jetzt hat er. Okay. Okay, die Batterie müssen wir grob neu schrauben. Sonst fällt die uns immer wieder raus. So. Okay, für Stabilität ist es natürlich nichts. Jetzt haben wir da. Oh. Ah, jetzt ist das wieder raus. Das kann sein, dass ich das auch geschmiert habe. Das, also, so, ja. Oh, ja. Gut, das Magazin jetzt. Hört das dann sofort auf. Ja, das ist natürlich nicht so clever. Alle Finger noch dann, glaubt's mir. Okay, das ist halt wirklich Idiotensicherheit, aber das gibt wieder schön scharf, weil das hat bei meiner Streif schon.
Das hat schon Aufrufe erzeugt, ich sag's euch. Das hat mich überrascht, aber ja, ist halt schon cool, wenn man so, wenn bei der Streife ist das einfacher, vor allem wenn man die ganze, gut, wenn man den Großteil der Sicherheit wegmacht. Bei dem ist es halt, der hat schon ein bisschen. Woran hängt das jetzt? Das ist auf jeden Fall wichtig, damit kann man das zurückdrücken. So. Das ist jetzt. Seht, der Motor will und wird dann warm. Oder halt auch nicht. Das ist. Boah. Das. Gott, es ist jetzt Zeit, dass diese blöde Getriebeposition hat. Oder ist das. Wir müssen den Teil nochmal zerlegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Eieiei. Aber auf meinem Kanal, da lernt er wenigstens, was man alles so schief gehen kann. Also, ja, da habe ich wirklich nicht viele gute Videos gefunden. Oder das auch nicht, das ich gefunden habe von dem Captain. Das verlinke ich euch. Der den Blaster wirklich komplett zerlegt. Dauert halt 50 Minuten, aber ich meine, wenn ihr irgendwo ein Problem habt, dann schaut ihr euch die 50 Minuten auch an. Und der ist auch echt unterhaltsam. Also, das kann man sich mal da. Voilà. So. Ich würde sagen, zerlegt das mal und dann gucken wir uns das auf, woran es denn liegt. Bis gleich. So, Oderle. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal, ob wir das drehen lassen können, ohne das. Also, das Gott. Da seht ihr, den Fehler habe ich gemacht. Vielleicht beim ersten Mal nicht, aber halt 50-50 Chance. Der Doil muss so drauf, dass das die Feder festhält. So, jetzt zeige ich es mal bloß oben. Sonst bräuchte ihr, dass die Feder da noch dem Ding halten wird. Das habe ich falsch gemacht. Das ist, glaube ich, nicht so dramatisch. Da so, und dann hält es da die Feder fest und dann passt es. Da müssen wir noch dran denken. Und da Hanne, da muss soweit ich weiß, eine kurze Schraube rein. Die habe ich auch da. Und eine Schraube habe ich noch aus irgendwelchen Gründen übrig. Und da muss auf jeden Fall die kurze Schraube rein. Das kann sein. Ah ja, die Schrauben ist gerade vorne eingefallen. Die müssen wir rausholen. Das ist der Schalter, der, wenn das da drauf drückt, dann, also wenn man das Magazin rausholen will, schaltet das sofort alles ab. Das ist sinnvoll. Oder dass ich dann da vorne Sicherheitsschalter vom Magazin habe und da vorne, also da gibt es wahrscheinlich irgendeine Norm, dass man, dass man das ganz sicherstellen muss, dass man den Finger nicht abquetscht oder so. Aber ja. Eine wilde Geschichte. Ich würde sagen, wir probieren jetzt, bevor wir da weitermachen, probieren wir mal, ob es nochmal geht. Also ob es Motor dreht, weil das kann sein, dass ich das Getriebe einfach, dass ich das falsch eingebaut habe und das dann halt, also das gucken wir uns an, weil dass da wirklich irgendwo ein Fehler ist und das dann halt deswegen nicht dreht oder nicht zuverlässig. Oder dann doch zu viel Schmutz noch, oder was weiß ich, was man halt alles so falsch machen kann. Aber das ist alles irgendwie nicht in der Anleitung drin gestanden. Also da habe ich einen Fehler gefunden. Oder gemacht, den ich so nicht gefunden habe. Eieiei. Ja, das ist nicht dafür gedacht, dass man das so betreibt, aber ich will das so.
Ihr könnt da einfach nur den Motor bestrom. Boah, das Gott. Ah, Scheißele. Das ist klar, dass das nicht geht. Weil da müssen die das Ding drückt dann noch auf den Schalter. Ach so. So gehört. Eieieiei. Ja. Also, wer jetzt da aufmerksam zugeschaut hat, der hat, glaube ich, alle Fehler gelernt, die man mit dem Blaster so machen kann. Aber das ist halt auch, also im Vergleich zu so einem normalen Schwungrädlesblaster oder so, wo man halt Motor, Schalter und Schieber und ein bisschen Batterie hat, ist das halt schon echt komplizierter Blaster. Aber das macht auch dann mehr Spaß. Deswegen will ich, dass das jetzt mit der ganzen Sicherheitstechnik funktioniert, weil das halt schon, das fasziniert schon irgendwie. Und dann geht da der Hebel auf den Schalter und das warum? Ah gut, das muss dann nachher wieder. Warum muss das überhaupt getrennt sein? Warum sind das zwei Teile? Dann kann das nicht direkt auf den Schalter. Das verstehe ich nicht. Ach, das ist dann nachher die Rastmaus und das bleibt zurück. Nee. Das ist das so, denn. Doch, das bleibt zurück und dann löst es. Also, sobald ich den Zieher das Magazin weit. Nee, das. Oder ist das dann nochmal anders? Also, da bin ich jetzt echt ein bisschen ratlos. Da müsste ich halt einen Schaltplan dazu sehen. Ja, das hat, glaube ich, schon seinen Sinn, dass man das nicht ganz so leicht. Deswegen ist es die letzte paar Mal nicht gegangen. Und jetzt habe ich noch zwei Dinger vergessen. Der Schalter da drüber. Und das Ding da oben. Bleibst du drin? So. So, da. Boah. Ja, das liegt. Das liegt an dem Fett. Boah, das hört sich an. Das liegt an dem Fett, da habe ich es gut gemeint. Das läuft jetzt schon wesentlich schneller. Aber das ist halt ja die Metallzahnräder, das ist eine andere Hausnummer wie Kunststoffzahnräder. Das ist bloß ein ganz kurzer Bereich, dass das. Der Schalter hat jetzt schon wieder ausgelöst.
ich glaube, das müssen wir doch nochmal aufmachen. So. Das müssen wir nochmal aufmachen. Dann hätte ich sagen, bis gleich. Ah, da seht ihr jetzt das Problem. Das ist viel zu viel und dann verursacht das dann einen Widerstand. Und dafür ist das Modul dann doch zu schwach. Das muss wieder weg. Ja, okay. Das ist dann wirklich. Da hat sich jemand echt gut gemeint. Ja. Ach ja. Man muss halt manche Fehler machen, um zu wissen, dass ein Fehler war. Das ist einfach so. Und das ist ja der Vorteil für euch. Ihr müsst den Schmarrn nicht so machen. Könnt es gleich richtig machen. Oder zumindest andere Fehler. Das ist immer. Das sind die besten Fehler. Das Beste, wenn man aus Fehlern von anderen lernt. Aber wahrscheinlich, das ist manchmal, das bleibt dann doch nicht am besten hängen. Also manchmal die Fehler, die man selber macht, die vergisst man so schnell nicht. Da auf der Seite war es da. Das passiert, wenn man da lange Schrauben dreht. Okay, das Getriebe verletzt es nicht, aber es macht halt da Stressmarke und macht den Dom kaputt. Ja, das ist nichts, was Kleber nicht irgendwann mal richten können, wenn es kritisch wäre. Ja, das ist viel zu viel. Viel zu viel. Die zwei müssen gleichzeitig raus. Das ist ein bisschen ein Krampf. War das gerade noch EC war durch da gehabt. Hätte doch einkaufen sollen vor dem Video. Ja, aber ein bisschen da darf drin bleiben, aber nicht so viel. Das habe ich es gut gemacht. Die zwei, das ist das dritte. Aber das ist dann schon, das erklärt, warum das dann plötzlich, nachdem ich es ein bisschen drehen lasse, besser gelaufen ist. So, das könnt ihr euch nur empfehlen. Testet es, bevor es zusammenbaut. Jetzt wisst ihr ja, auf was ihr achten müsst. Bei den letzten zwei Videos habe ich echt nicht dran gedacht, dass das Magazin, das ist halt außerhalb vom Sichtfeld gewesen. Das habe ich dann echt, aber ich dachte, ich habe doch das Magazin denn. Das war bei der Streife ein bisschen einfacher. Aber ja, jetzt wisst ihr, was wieder das machen müsst. Vielleicht habt ihr es auch vorher schon gewusst, dann könnt ihr jetzt drüber lächeln. Euch besser fühlen wie als wie, das weiß ich, wie. Sucht euch aus wie Schwäbisch. Das ist bloß ein recht kurzer Bereich. Das machen wir einfach sicher so, dass das dann quies, dass wir den Fehler ausgeschlossen haben. Oh, das hebt. Ja, und wenn wir das alles erledigt haben, dann muss ich mich schlau machen, wie man da so ein Lithium-Akku neu baut. Ja, einfach, ich mag keine Batterie, wenn sich das vermeiden lässt. So, jetzt. Da ist noch ein bisschen. Ja, normalerweise ist das der Ganze nicht so sensibel, aber das ist halt wahrscheinlich mit der ganzen Übersetzung und allem. Ist das halt doch. Also, wenn so ein schwungrädles Blaster ist halt einfach ein bisschen simplere, robustere Technik. Und da ist halt schon. Aber das macht den Blaster auch einfach interessant. Deswegen wollte ich mit dem rumbasteln und wollte den selber modifizieren, weil
Zum einen gibt es da viel Kits dafür, also so fertige Sets, wie jetzt das mit den Zahnrädern. Und zum anderen ist das halt schon, ja, eine coole Geschichte. Okay. Guckt jetzt, das muss mit dem zusammen wieder. Richtig rum. Gut, falsch rum geht es einfach nicht. Das ist schon, also die sind schon recht einfach einzubauen gewesen. Also da mit der, halt mit der Wasserbombenzange ein bisschen dran drückt. So, oder Schraubenzieherle. Rest ein bisschen weg. Ja, das. Ach. Ja gut, ich mache das ja auch zu Unterhaltungszwecke, also das ist schon klar, dass ich, weil sonst könnte ich klar mir Videos anschauen und alles und dann loslegen. Und das würde ich bei Dingen, wo es mir nicht um Spaß gegangen hätte, auch schon so machen, dass ich mich zuerst informiere. Oder wo das Risiko halt höher ist. Aber sind wir ehrlich, da ist halt noch ein Blaster kaputt. Dafür habe ich halt einfach den Spaß, das alles selber zu entdecken. Und darum geht es mir schon auch. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin im Job außerblöd. Also manche Dinge, gut, also manches kann man ja einfach, wenn da nicht Gefahr für Leib und Leben besteht, einfach mal probieren und gucken, was bei rauskommt. Da ist es eigentlich auch undramatisch. Da kann man einfach mal die Neugier walten lassen. Ja, wie ich schon gesagt. Das ist jetzt der kaputte Blaster. Oder wenn der da gebrochen wäre, da hätte ich mir halt einen Weg überlegt, wie man es wieder richtet. Das ist das, also für mich auch das Spannende. Einfach mal dran rumbasteln und gucken, was passiert. Und wenn was hingeht, überlegen, wie kriege ich es gerichtet. Wäre jetzt der erste Blaster, den ich mache. Und bei weitem nicht der erste, den ich gekriegt habe. Also, das hat ja. Das ist mir. Der Double Strike, das wundert mich immer noch, dass das so viele Aufrufe hatte. Oder, wenn das war halt, da war das einfach an der Lebensgrenze oder so am Ende der Lebenserwartung und ich habe halt noch 2-3 Mal mit rumgespielt und dann war es das halt. Und ja, das gehört doch, das passt das so. Oder? Das Deckel wieder drauf. Das ist zum Glück verwechslungssicher. Das schaffen so Hersteller meistens recht gut, dass das, wenn man den ganzen Tag in der Fabrik ist und so Zeugs zusammenschraubt, dann macht man den dümmsten Fehler, weil man irgendwann nicht aufpasst. Ich weiß nicht, ob das noch. Wobei der Blaster ist, glaube ich, etliche Jahrzehnte alt, oder? Also der selber nicht, der ist neu, aber die Idee von dem Blaster ist ein paar Tage alt. Und da kann es gut sein, dass das noch händisch zusammengeschraubt wurde, irgendwann mal am Anfang. Dann lernt man ziemlich. Oh, da ist ein Trädle da. Das lernt man ziemlich schnell, dass man sowas verwechslungssicher machen muss. Ja, das hätte ich im Schnelldurchlauf machen können, aber jetzt habe ich schon fast. Seht ihr, da müssen die kurze Schrauben rein. Das ist fies, dass es da 2 unterschiedliche Längen gibt, aber ja, hat sich wahrscheinlich nicht verhindern lassen. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5 und da muss hin. Da habe ich noch kurzer.
Ah, das ist schon lange Schraube. Jetzt hat. Das ist schon. Also. Und da vorsichtig sein, ich meine. Das ist halt so toll. Wenn das hier ist, dann geht es wirklich ein neuer Blaster. Ich glaube, das aus dem 3D-Drucker rauszulassen, das ist. Hui. Vielleicht. Also das selber zu entwerfen ist halt einfach, denke ich, eher Krampf. Und ja, das Kabelmanagement in den Blaster ist eine Katastrophe. Das ist schon ein Grund, die ganze Sicherheitstechnik rauszuschmeißen. Und das war mal auch irgendwann mal. Also entweder gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mit bauen irgendwo ein Relais rein, lasse die ganze Sicherheitstechnik auf das Relais gehen und steuere von dem Relais aus dem Motor an. Oder man schmeißt es halt raus und steuere den Motor direkt an. Aber ich finde es schon, die ganze Sicherheitstechnik schon echt cool. Also, und wenn man dann von der ganzen Geschichte dann auf ein Relais geht, und das müsste eigentlich. Wobei der kann sein, dass man halt eine Abschaltverzögerung einbaut, die vielleicht nicht so geschickt ist, dass der Motor nochmal ein bisschen verzögert abschaltet. Das sind Überlegungen, aber alles nach dem anderen. Jetzt müssen wir erstmal im Serie. Ja, ich glaube, das stärkere Federle, das riskieren wir jetzt schon, oder? Das bringt nichts, wenn ihr euch zwischendrin eine Frage stellt und bis ihr da kommentieren könnt, habe ich das schon längst entschieden, weil ich dann ja das Video schon hochgeladen habe. Also, ich beantworte die Frage. Könnt gerne in die Kommentare was anderes reinschreiben, aber ich riskiere das jetzt mit der stärkeren Feder. Ja gut, erstmal testen. Da habe ich Fehler gemacht. Die Schraube zuerst rein. Das ist mir, glaube ich, beim ersten Mal passiert. Oder das, wenn die neben ausfällt, dann kann man der ganze Scheiß nochmal von vorne anfangen. Ja, und da ist ja der Schraubenzieher ein bisschen angeschickt magnetisiert. Also entweder soll er gar keine haben oder stärker. Weil das so halt. Das hat man das letzte Mal. Dann hat er immer gerade so den Kopf wieder rausgezogen, dass ich dann nicht richtig ansetzen konnte. Das habe ich in Erinnerung, dass ich versucht habe, das auf blöde Schrauben nicht zu drehen. So, das oben drüber. Da müssten wir gucken. So. Jetzt, bevor wir da irgendwas machen, haben wir das Batteriefach wieder. Packe das rein. Ich denke, wenn man das unterschraubt, reicht's. Ja, und ich hätte meinen eigenen Radschleuder einhalten sollen und da einfach einen Jumper machen dafür. Weil das hätte ich ja mal temporär löten können. Das hätte ich dann auch immer noch für was wieder entlöten können, für was anderes verwenden können. Aber ja. So, Magazin rein und ja, und ich will die Sicherheitstechnik behalten. Da denke ich mal nochmal drüber nach, Herr Blaster-Ingenieur. Das so clever ist. Vor allem, wenn man viel macht und viel testen will, ist das halt schon. Wobei wir können da einfach mal rausfinden, wie die ganze Sicherheitstechnik funktioniert. Mal gucken, ob man da vielleicht einen Schaltplan dazu findet. Oder selber zeichnen können. Und dann einfach einen Jumper dafür basteln. Wenn wir das Ding offen haben und es sowieso nicht sicher ist, also ich kann jetzt hier überall eingreifen, dann können wir auch den ganzen Quatsch mit Magazin überbrücken. Das hört sich jetzt besser an.
Das kann schon sein, dass die oh, da ist wieder was ausgelöst. Lassen wir es noch eine Minute laufen. Aber ich glaube, das mache ich kurz im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, da habe ich die Schraube das letzte Mal, die letzten zweimal, glaube ich, vergessen. Oder das letzte Mal, bin mir nicht sicher, ob das letzte Mal oder das letzte zweimal war. Und jetzt haben wir da immer noch Projekt große Feder. Also man vielleicht ein bisschen mehr Leistung rauskriegt. Das kann jetzt halt. Ja, das Getriebe hört sich schon nicht ganz so schön aus. Das ist halt Metallzahnräder, die haben halt ein bisschen mehr Krach. Das ist aber okay. Okay, da mal kurz nachdenken, nicht, dass man. Also das haben wir auf der Position, das dürfte dann auf jeden Fall passen. Wobei ich echt nicht weiß, ob die Getriebeposition, ob die überhaupt wichtig ist. Also das. Ja, das ist ja schon ein bisschen. Das ist zum Glück im entspannten Zustand. Also klar, ein bisschen angespannt ist, aber ist jetzt nicht arg. Ja, das ist halt eine andere Hausnummer. Packen wir es weg. Dann müssen wir dahinter. Das habe ich jetzt gesehen. Müssen wir das dann neu machen. Das sagt da ein bisschen was wegschneiden, aber das. Da weiß ich nicht, ob die Anleitung so passt. Kann man das einfach ekeln, mit dem Seilerschneider rauszwicken. Ganz professionell. Ihr dürft es natürlich bei eurem Blasterschirm machen. Das ist euch freigestellt. Ich habe jetzt halt gerade einen Seilerschneider da liegen. Ja. Außerdem will ich da jetzt nicht mit dem Skalpell hantieren. Dafür ist es heute schon spät. Das will kein Horrorfilm machen. Ich glaube, das sei. Wobei nachher, jetzt sage ich sowas noch, verletze ich mit dem Seidenschneider. Das wäre auch witzig. Ja. Sieht aus wie ein Kätzle. Jetzt dann nicht mehr. Weiß nicht, ob man das braucht oder ob das. Weil das hat in der Anleitung anders ausgesehen. Muss man da noch ein bisschen weg. Ja, keine Ahnung. Da ist er aufgeräumt. Ich glaube, beim nächsten Schnitt muss ich mal das Hemd waschen. Das ist jetzt alles. Da macht es aus meinem schönen Schraubenzieher No-Name-Schraubenzieher. Gut, war vorher auch keine Marke, aber das ist halt. Ja, Fett löst das alles irgendwie auf. Ist aber auch nicht schlimm. Ist jetzt kein Verlust, wenn da kein Schriftzug drauf ist. So. Jetzt die Nase muss in die Richtung zeigen. Dass wir das haben wir nämlich auch schon mal falsch gemacht.
Ja, da kann man viel falsch machen, so ein komplizierter Blasterle. Aber das habe ich heute schon mal gesagt, das macht ihn einfach spannend. Jetzt hoffe ich, dass wir das Motor, wenn nicht, müssen wir da irgendwie dem Motor mehr Dampf geben. So, da. Und jetzt gucke, das Teil muss nach unten, weil das hat die Nase für die Feder nach hinten. Da passt dann die Feder gescheit rein. Das machen wir noch auf die Seite. Das kann dann auch immer noch nicht. Und dann muss das Teil nach oben. So, dann haben wir da zwei lange Gehäuseschrauben oder Interieurschrauben rein. Ah, jetzt seht ihr, da sitzt das Feder nicht sauber. Das kann sein. Wenn wir das Blasterle schneller machen wollen, müssen wir das auch irgendwo. Das kann sein, wenn man da auf so einen Lithium-Akku gegangen und der plötzlich mehr Spannung hat und der Motor schneller dreht, dass das Feder dann nicht mehr ausreicht. Das kann gut sein, dass man das dann auch schnell ein bisschen verstärken müssen. Das ist halt. Ja, da gibt es viele Stellschrauber, den Blaster, da, wo man da drehen kann. So. Und diesmal die kleine kommt da rein. Und die andere kommt lange. Und habe ich tatsächlich all meine Gehäuseschrauber verbraucht. Mal abgesehen von denen da vorne, aber die habe ich gleich auf Seite da, nicht, dass wir nachher irgendwo das viel verbauen. Und dann nachher bin ich wundert, warum der Blaster so gut, das heißt gerade gewitzelt, warum der Blaster so schwer ist, aber das war ja vorher in der Blaster auch schon den Art. Oh, das ist gut, dass der Motor gescheit magnetisch ist. Dass das dann im Motor landet und nicht irgendwo unter denen, wo man es dann rauswackeln muss. Ja. Jetzt hoffe ich, dass das nur in dem Fett lag. Dass das jetzt mit den Fädeln geht. Aber das finden wir gleich raus. Sollen wir es riskieren, dass man Blödsinn macht? Das einfach mal so probiert. Beides weiß nicht. Nee, kommt das dann halt vernünftig. Sag mal, würde ich es nicht hinmachen, nur weil ich da ein paar Schrauben sparen will. So. Aber ich würde sagen, das machen wir kurz im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. So, jetzt kommt der Moment, auf den wir alle hingebastelt haben. Magazine rein und gucken. Boah, nee, oder? Das haben wir verkraftet die Feder echt nicht. Ja. Ja. Das kann schon sein, dass wir da mehr ändern müssen, dass das bloß mit der Feder nicht getan ist. Dass man den Motor ein bisschen mehr ich würde sagen, das ist gut, dass wir es nicht ganz zusammengeschraubt haben. Das ist jetzt nicht ganz das Ergebnis, das ich erhofft habe. Wollte es eigentlich schon noch ein bisschen
Wollte schon noch ein bisschen Messwerte erzeugen. Aber ja, so wird das halt nichts. Ja, das ist halt schade. Das kann sein, dass die Batterien auch ein bisschen schwach sind. Dass man da oder dass man den Thermowiderstand wegmachen müssen. Ja, aber wenn man die Elektrik anfasst, dann machen wir es gescheit. Ja, deswegen. Ui. Das ist auch ganz gut, dass das nicht will. Und dann hört er auf. Normalerweise müsste er jetzt weitergehen bis ganz nach vorne, aber das ist halt wahrscheinlich überhitzt ist oder gerade löst er. Das kann auch sein, dass wir den Thermowiderstand rausmachen müssen. Das probieren wir nochmal schnell. Bis gleich. So, der ist wieder offen. Wieder einmal. Und er hat da das Kabel, also das gefällt mir nicht, wie das da so ist. Das so, ich glaube da nach unten. Oh, das hätte anders sein sollen. Das hätte. Nee, das muss da sowieso das zerlegen, dass ich da nicht das Kabel, weil das ist da noch der Thermowiderstand. Und dass ich das Kabel da komplett einfach, oder dass ich das gescheit löten kann. Also das machen wir, das muss ich nicht mehr kurz komplett, weil sonst reißt mir das Kabel ab, da habe ich mehr Geschiss wie mit dem Scheiß. Also dann, bis gleich. So, jetzt ist das Ding da noch draußen. Ja, lasst Kabel länger, wenn ihr das genauso machen wollt. So. Okay. Ja, jetzt wollte ich eigentlich schon Messwerte machen und alle sind. Ah, da fehlt nicht mehr viel. Ah, da ist das da ne. Kaputte Dart. Einschalten. Nee. Da ist das wirklich ein bisschen schwach, oder? Ah, fehlt ein bisschen das auslösen tät. Ich glaube, ich muss mal bei die Batterie vermessen. Nicht, dass es dann dort dran liegt, dass die jetzt einfach schwach sind. Ja. Jetzt habe ich gehofft, wir können die Messwerte vom letzten Mal schlagen. Das waren nämlich beim Teil 2. Ich lese euch noch ein bisschen Messwerte vor. Für all die Nerds unter uns. Und ja, Teil 2 war mittel 9,4 Meter pro Sekunde. Teil 1 war jetzt 16,2, also im Serienzustand war es 16,2. Und RPM haben wir im Teil 1 162, im Teil 2 144.
Minimum im Teil 1 12,9 Meter pro Sekunde und Maximum 18. Und im Teil 2 hat man ein Minimum von 8,3 und ein Maximum von 11,5 Meter pro Sekunde. Da sind wir den ganzen Gruß nicht umsonst aufgeschrieben habe. Aber ja, das ist jetzt halt. Aber so langsam verstehe ich das Blasterle zumindest ein bisschen besser. Weil irgendwie, nachher liegt es dann doch an der Batterie, dass die schwach sind. Ja, das. Aber jetzt ist dann der nächste 3D-Drucker fertig und dann machen wir am eigenen Blaster wieder weiter. Ich brauche jetzt ein bisschen Abwechslung. Eieiei. Ja, das. Also die Stampede und ich, mir war so schnell irgendwie nicht warm. Da kriegt's doch Schwungrädler. Wenn jetzt das nächste Mal nicht Gott. Und ich glaube, das nächste Mal machen wir einfach Overkill. Da. Alles raus. Da gescheite Elektrik rein. Und also, dicke Draht und nicht so dünne Käbel. Und dann dürfte es doch funktionieren. Hoffentlich. Und wenn nicht, kriegt es wirklich Schwungrädler. Einfach nur, weil es was blöd ist. Das letzte Mal hat es funktioniert, dass ich gut, es hat nicht lang funktioniert, aber es hat ein bisschen funktioniert, dass ich ihm androht habe, dass er Schwungrädler kriegt. Also, sei artig, sonst gibt es Schwungrädler. Ja, mit der Enttäuschung. Wünsche euch mehr Erfolg beim Bachelor. Euer Blaster-Ingenieur.